Ja, also heute ein verregneter Tag. Ich sehe auch alle Regenhosen, Ballerinen und drum und dran. Jetzt gehen wir ins Restaurant und tun alles aufladen, alle Nattels, alle Computers und gleichzeitig tun wir Video schneiden. Das Video, das ich jetzt am Schauen sind, natürlich gehen wir jetzt schneiden. Das sind 2 Wochen, haben sie. Die 2 haben Ferien gehabt, 2 Wochen lang. Ich bin einfach da gewesen. Ja, aber wir haben sehr viel gemacht in diesen 2 Wochen. Touristenvideo haben wir gesehen, sonst auch nochmal. Und Sophia, was hast du also gemacht in diesen 2 Wochen? Das seht ihr dann. Ah, das gesehen ihr? Aha, gute Antwort. Claudia, du bist du wirst sicher viel erwähnt. Und du hast aber ein Video, das rauskommt. Genau, ich habe noch ein eigenes Video, separat, das ich mache. Und zwar vom einem Kompostkurs, den ich gemacht habe. Das war mega spannend. Also, ich sage es euch, es lohnt sich, das zu schauen. Und sie tut gerade ihre Challenge erfüllen, indem sie alles selber schneidet. Ja, genau. Das ist das, was ich neben dem noch lerne heute Nachmittag. Ja. Also, wenn ihr dann das Kompostvideo seht, dann wisst ihr, das ist mein erstes, das ich selber geschnitten habe. Ja, machen wir eine Deadline. Wann kommt der Kompostvideo raus? Was? Ja, heute oder morgen. Also. Morgen. Also, heute kommt das Video, das ihr jetzt schaut, raus. Also kommt morgen Der Kompostvideo raus. Kompostvideo raus. Darum abonnieren, liken, damit der Kompostvideo nicht verpasst ist. Und sonst, ja, natürlich hat es noch viel Wasserweg. So passend zum Wetter. Darum, viel Spaß beim Schauen. Willkommen in der Dieschi Triesta. Eins, danke vielmals für das Fresspäckchen, Rucksack mit dem Bier. Das habe ich natürlich schon getrunken. Und die Meter, die du uns geschenkt hast, der Hammer, den können wir brauchen. Wirklich. Jetzt gerade zum Beispiel. So, Sophie und ich, wir haben endlich eine vernünftige Benutzung von der Maske gefunden. Und zwar, wir haben die Maske an, weil wir jetzt hier den Eselstall, den Boden, ausmisten. Und wir haben uns eine Challenge gesetzt. Wir arbeiten jetzt 2 Stunden am Stück durch, oder? Nur schnell eine Trinkpause. Und die Wette gilt. Mal schauen, wie weit wir kommen in diesen 2 Stunden. Also einmal rundum und da auf die andere Seite auch. Der ganze Boden ist etwa Ein Meter. Nein, nicht ganz 1 Meter, aber schon ein recht voller, einfach alter Mist. Und das tun wir jetzt rausmisten und wir rühren jetzt dann das Loch ab, weil da unten gibt es dann den Eselmulli-Kompostbereich. Ja, ha! Aber für das musst du abonnieren, dass du es dann siehst. Aber jetzt 2 Stunden, Achtung, die Wette gilt. Los! Die erste Stunde vorbei und der Teil ist schon fertig. Und da sind wir auch schon recht weit. Schauen mal, wie heute hinten. Und da alles drauf. Hammer! Aber wie immer, Sophia macht es ihrem Papi vor. Zum Glück gibt es junge Leute. So, jetzt sehen wir aus wie Chemiefäger. Ja, ui, schon ein bisschen dreckig. Du musst ja mal waschen. So, wir sind jetzt 1 Stunde und 50 Minuten voll dran gewesen. Und ja, ist nur noch ein bisschen dort hinten im Ecke. Sonst haben wir, ja, bis dahin haben wir etwa fertig. Sind wir zufrieden? Ja. Haben wir Durst? Ja. Gehen wir zu 4 rein? Ja. Also, habe ich euch schon mal erzählt, dass ich die allerbeste Frau habe. Seht ihr dort hinten die Wäsche? Eben dort, die Wäsche, die dort hängt. Meine Frau, Claudia, die allerbeste. Weil wir zu wenig Strom haben und sowieso gar keine Wäschmaschine haben, tut sie all meine Kleider von Hand waschen. Ist das nicht einfach nur danke, danke, danke. Danke, Claudia! Kann ich einfach sagen. Jetzt habe ich 7 Mal am Stück verloren beim Ciao selbst spielen. Einfach nicht gut. Bist du ein bisschen stolz? Ja, schon ein bisschen.
Heute Nachmittag jetzt sind wir angekommen, sind wir in Zürich gewesen, schnell mit dem Zug und gleich wieder retour. Aber jetzt sind wir angekommen und heute ist es schön bewölkt und windig und kühl und frisch. Darum mache ich ganz ein anderes Jöppli in meinen Angriff. Und zwar nehme ich da das Kistchen, das wir von der peterli.ch bekommen haben zum Zügeln, nehmen wir als Hühnerstall. Das nehme ich jetzt auseinander und trage es dort runter. Und ja, dann gibt es einen Hühnerstall. Aber wenn ich gerade hier oben sitze, möchte ich euch noch die Stege von oben zeigen. Seht ihr da? Da hat es Stege. Also nein, es war eben, glaube ich, keine richtige Stege gewesen. Aber ich will jetzt eine Stege daraus machen. Da drauf und da mache ich so richtig schön römisch mit Stein. So eine Eingangsschwelle mit nochmal Stegen da drauf. Ja, das ist der Plan. Aber ja, so sieht der Vorplatz in der Zwischenzeit aus. Der Kürbis, der wächst. Und ja. Und der ganze Vorplatz wird da unter der Kiste und unter der Kiste wird das alles ein schöner Sitzplatz. Und da vorne gibt es dann Büsch und Schatten und Pergolas und überhaupt und sowieso. So, Kiste zusammengelegt. Ja. Und ich habe gerade noch entdeckt. Wo ist es? Da. Da hat es 3 Zucchettis noch dran, habe ich gar nicht gewusst. Aber ihr seht, die Tomaten sind heute zum Nacht. Ja. Übrigens, so zwischendurch. Die einen sehen, fällt es vielleicht auf, dass ich United eine Sache habe. Und auch wenn United absolut scheiße unterwegs ist, bin ich momentan sogar froh, weder werde ich weniger abgelenkt, weil hey, so einen Scheiß kann man ja nicht zuschauen. Aber trotzdem, seit 5 Fan, also bleibe ich wahrscheinlich bis 95 Fan. Ist nur Ablenkung, oder? Ablenkung vom Grossen, keine Ahnung. Spiel und Brot fürs Volk, haben sie gesagt. Spiel und Brot fürs Volk. Aber ja, zusammen Kisten zusammengelegt, jetzt nur noch helfen, tragen. Pure Video ist ein bisschen befreiter. Ich kann hier meinen Vorplatz weitermachen. Herrlich, herrlich. So viel Dreck ist aus dem Mullistall rausgekommen. Die beiden Mädels haben heute Nachmittag den Mullistall noch fertig geleert und es ist so viel Dreck. Und das habe ich gerade hier runtergeschmissen, weil da unten, also da weiter hinten, ist, wo die WCs, die öffentlichen WCs werden sein. Und da unten ist die ganze Kompostanlage und oben und da werden noch Hühner rum. Ja, das wird der Kompostecke. Und da habe ich gefunden, kann ich es gerade abschmeißen. Und dann ist das schon die erste Grundlage. Mischgewebe, wo dann mit dem grünen Sachen, das ist der Braun, mit grün und sonst noch Zeug zusammen. Ja, auf jeden Fall, die Mädels haben es super geschafft. Voll Gas. Ja, sie haben es geschafft. Das haben wir ja gestern gemacht. Und so. Und die Mädels haben einfach das zweite schnell ganzen Stall ausgemistet. Ja. Aber super haben sie geschafft. Richtig, richtig gut. Stolz auf sich können sie. Schau mal, das ist mein Bruder. Sag mal, hoi Bruder. Hallo. Das ist mein Bruder. Und mit meinem Bruder zusammen haben wir da jetzt gerade beim Schweizer Häuschen schnell einen Kurzprozess gemacht und all die Balken runtergerutscht. Was ich zeige. Die Balken alle sind da und die werden jetzt zur Terrasse führen genommen. Aber es sieht schon spannend aus. Schau mal, da ist Schweizer Häuschen, kein Balken mehr. Aber man sieht die Türrahmen. Das heisst, es geht noch viel tiefer runter. Da geht es im Moment auch viel tiefer runter. Das wird spannend, unser Schweizer Häuschen. Ja, kann man noch brauchen. Kurzprozess. Ja, schon noch spannend. Richtig, richtig geil.
bin froh, habe ich Unterstützung. Feder und ich sind gerade ein bisschen am Schmüseln, gell? Ja, sind wir. Und heute war wunderschön. Wunderschöner Tag. Der Nike, mein Bruder, hat den Tag mit uns verbracht. Und Sophia ist eben auch so. Sophia, ja, aber eine Göttin. Sie ist jetzt mit ihm und Florida nochmal Fisch heimbringen und Glas essen. Ja, aber mega schön. Und mega viel geholfen hat er. So, ey, ich will auch etwas helfen, hat er gesagt, als er angekommen ist. Zack, bum, bum, bam, bam. Aber jetzt richtig viel Holz, Feder, aber richtig gut gemacht. Ja, und ich wollte aber einfach Danke sagen. Schön, bist du da gewesen. Ja. Von wegen, meine Tochter macht es mir langsam vor. Sie läuft mir schon davor. Schau, da oben ist sie schon. Knapp 2 Wochen da am Stück. Und sie ist schon viel fitter als ich und rennt mir davor den Hügel rauf. Gut, ich habe den Rucksack, sie nicht. Also bei uns ist alles gut, aber läuft nicht alles so rund und wir machen Erfahrungen, wir lernen. Das Gas zum Beispiel zum Kochen im Haus ist drin, darum haben wir so ein provisorisches draussen. Ja, das heisst, der Helikopter muss bald kommen, weil all das Gas, das wir brauchen, mag ich nicht auftragen. Es wird Zeit für eine Kompogasanlage. Kompogas, melde dich mal. Hey Heinz, der Meter, den du uns geschenkt hast, ist ja magnetisch. Das ist ein geiles Sieg. Danke vielmals. Wow, das macht dir das Leben einfacher. Jetzt haben wir uns Tor gemacht, alles fertig, bravo, oder? Aber Sophia kommt nicht mehr raus, sie ist ausgesperrt wegen dem Tor. Also, also machen wir die Türen zu. Das ist eben unsere Misttür. Ja. Zack, ist die zu. Da unten wieder Misthaufen, also eine riesige Kompostanlage. Und da ist der Mullistall. Und ja, da muss man es nur noch anbinden und dann kann man es aufmachen und rausmisten. So gut. Sophia, zufrieden? Ja. Ferienziel? Erreicht. Über die letzten paar Tage haben Sophia und Florina den ganzen Boden ausgemistet. Also ja, Florina, Sophia und ich. Über die letzten paar Tage. Sie haben die Futtertrage rausgeputzt, kaputte weg, alles was kaputt war, weggenommen. Und Sophia und ich, dort wo die Trage kaputt war, haben jetzt den Ausmiststell mit neuem Tor montiert. Ja, Nickel-Nagel neuer Eselstall, Schäfstall und Tigerstall. Und das Ganze hat 35 Franken gekostet. Sie hat all die Gedanken gehabt, sie hat alle Ideen gehabt und sie hat das meiste umgesetzt gehabt. Sie ist sehr gut. Every night I go to bed like everybody I was born in. Like everybody someday I'll be dead. Like the sun. Also, heute Nacht hat es geregnet. Es hat richtig viel geregnet. Das ist richtig schön. Darum läuft jetzt das Wasser ein bisschen konstant. Und ja, da werde ich euch schnell Fontana das Teich erklären und wie es da so abgeht nachher. Da haben wir ja Fontanas Teich. Da haben wir Fortunas Teich. Der Schicksalteich wird eingespiesen von Leas Bach. Die kennen ihr ja schon in voller Länge. Und wenn ihr es noch nicht geschaut habt, Link jetzt da. So, und dann aber Fortunas Bach, sie geht in 3 Richtungen weiter. Da drauf, durch das Holzbeig durch. Dann geht es da raus, den Hügel drauf. Und der dritte Weg, da links den Hügel drauf, Richtung da, der Wasserfall. Ja, weiter geht's im Text. Die 2, die rechts weggehen von vorher, gehen da drauf. Kommen dort unten zusammen. Das, was durch das Holzbeig durchgeht, kommt durch das Holzbeig und kommt unten raus. Also da kommt es raus. Da wird es nochmal schnell gespeichert und bremst. Und da fließt es dann weiter, wenn es genug hat. Trapp, trapp, trapp.
bis jetzt bin ich so weit gekommen und dann gehe ich da der Ruhe weiter. Seht ihr da die Kurve? Die nützen so aus. Ja, also nein, das ist da vorne. Da die Kurve nützen aus und dann gehe ich wieder da ins Trockene hinterher. Vom Ausgang links, von Tunas Teich, geht es da ab. Das alte Wasserfall. Da gibt es wieder Gablig, geht ab. Das Wasserfall durchs Holz durch und dann ins Wasserkanal, den ich euch immer gezeigt habe. Und dann kommt es da zurück, gehen wir da zurück zu der Gablig. Zu der Gablig zurück und dann geht es da links weg von mir aus gesehen. Macht nochmal eine Gablig und geht da die Felsen drauf. Und mit der Gablig geht es da die Felsen drauf. Ja, und dann kommt es von dem Felsen kommt es dann von da runter, von da runter. Und es gibt dann unten auf der anderen Seite schöne Wasserspektakel und unter nochmal einen Teich, bevor es dann aus dem Land rausgeht. Also so ist meine Vision. Ja, und da oben wünsche ich mir, einen Haselnussbaum. Ha! Habe ich mal gesetzt, mal schauen, setze noch ein paar. Aber ein Haselnussbaum wäre da schön. Für die Fortuna ein paar Nüsse. Rising and the sun going down. It's all working to pattern. That keeps the whole thing going round, round, around. It's just a Übrigens ist ja von Fortuna-Teich und viele von den anderen Teichen sind ja immer dreckig. Also es schwimmt ja Holz und alles drum und dran und Erde oben drauf. Das ist gleichzeitig auch Ernährungsverteilung, wenn da der Dreck durchs Wasser durchfließt. Wieder das Holz überall, wo es liegen bleibt, ist ja nachher sozusagen Ernährung für die Erde. Also es ist ein bisschen vereinfacht, aber der Dreck ist eigentlich gut. So sieht das aus. Wasser kommt um den Hügel. Nein, also ganz ernsthaft, das Wasser habe ich jetzt hier oben schon um den Hügel gebracht. Da unten wird es einen kleinen Speicherteich geben und dann wird es von dort aus weitergehen. Oder oben durch, ich bin noch nicht ganz sicher wie. Ich spüre es dann jetzt gerade, wenn da voll ist. Und falls du dich fragst, wo das da ist, ja, das ist da der Hang entlang. Ja, also für die Videos geschaut haben über Ponds, Teich, Swales, Wasser, die wissen auch wie ich, dass der Hang ist sehr steil ist für einen Swale. Darum habe ich ihn da wirklich noch kleine mit viel Bremsungen, möglichst flach den Kontur entlang, damit es schön langsam einfach sickert, einfach ein bisschen da, wie ihr seht, das Grüne kommt, aber fehlt noch. Da unten ist Leas Bach, also da fließt alles nachher da ab bis Leas Bach hinein. Ja, und da unten sieht man schon, wie es grüner ist. Einen weiteren Teich gibt es noch dort oben. Ja, wo dann ein Bach weiterfließt. Da. Ja, ich tue gerne Sachen benennen. Ja, damit ich auch kann sagen, ich gehe jetzt zum C&M-Hügel. Ja, also MC, nein, nicht der C&M, sondern der MC, der Mac, das ist der Mac-Hügel. Und der Mac-Hügel ist eigentlich Markus und Christine. Weil Markus und Christine sind nicht nur verantwortlich, dass es Fena gibt. Danke vielmals, ein wunderschöner Hund. Und sie sind auch noch, also der Markus ist schon fast mein Guru, würde ich momentan, weil er hilft mir so viel mit Beratung und Ideen und Inputs. Und Christine, die teilt, was das Zeug nur hält. Und da wollte ich Danke sagen
Und darum sage ich auch da, das ist der Mackhügel. Der Mackhügel, da wird auch noch einiges passieren, wenn ihr das seht, da gibt es noch schöne Sachen. Aber jetzt gerade ist es so der Wasserweg zum Land über, vom Wasserhügel aus. Dort hinten ist der Wasserhügel. Der Mackhügel verbindet den Wasserhügel mit dem Land. Wie da hinten sind nicht mehr so weit Terrassen für Gemüse. Das Ziel ist, dass sie das Wasser bis zum Gemüse hinterbringen. Ja, dann nur schauen. Also, willkommen Mackhügel. Und dass ich es Mackhügel nenne, ist mein Weg zum Danke sagen, Markus und Christina oder Christina und Markus, wie ich es gerne würde haben. Aber es ist der Mackhügel und das ist mein Dankeschön an euch für alles bis jetzt und für alles, was kommt. Ihr seid gute Menschen, ihr zwei. Ganz gute Menschen. Danke! So kleine Höhlen unter im Hügel rein. So, also unter einem Stein, der einfach dann wie Luft drunter hat. Das ist recht optimal, weil da kann das Wasser reinfließen. Und so sickert es dann durch den Boden durch. Und dann ist es aber schon tiefer im Hügel rein. Das heisst, es geht noch tiefer runter. Und so fließt es dann weiter den Hügel entlang und bewässert somit den Hügel. So, heute sind wir wieder mal am Colin im Lieblingsprojekt dran, am Wasserhügel. Es ist nicht ganz so sonnig und nicht ganz so heiß, darum der perfekte Tag, um da ein bisschen die Teichli und Bächli weiter ausbauen und weiter ausgraben. Entweder mache ich jetzt das, ein winziges Bächli, das dann wieder da reingeht, oder ich brauche ziemlich viel Erde, um da alles zu stopfen. Ja. Was soll ich machen? Oder ich würde wirklich ein Teichli vielleicht noch. Da? Ja. So ein bisschen raus, weißt du, ein bisschen weiter rausschieben. Und die Erde gerade nehmen, also so, ja, genau. Gleich ein bisschen zumachen. Der vierte Spinne auf der Hand, krass. Was sagst du dazu? Vor ein paar Wochen hätte ich mich das nicht getraut. Was man doch nicht alles so lernen kann. He? Jetzt sind wir wieder da am Ende vom Mackhügel. Ich habe ein kleines Teichsystem gemacht mit 2 Ausgängen. Also es sind schon fast 3, es überläuft da unten. Aber dann geht es hier über den Felsenvorsprung, links und rechts vorbei. Geht da unten durch, rechts durch und da in den Leerbach. Ja, aber wie ihr seht, das meiste Dreck ist an mir. Ha! Jawohl! Hey, aber weißt du was? Ich möchte gerade noch mal sagen, es war mega cool. Ich habe jetzt mit Sophia und Claudia sind wir einmal durch das ganze Wasserhügel und alle Wege wieder frei gemacht. Und alle Berge, wir haben neue Sachen gemacht, zeigt einen anderen Tag. Wir haben alte Sachen verbessert, aber es wächst. So richtig schön. Danke Sophia und Claudia. 2 Tage Regen und Leas Bach überläuft schon. Jetzt verstopft, der ganze Dreck ist unter der Brücke und hat alles verstopft. Ja, das ist geil. Das ist einfach Abenteuer. Übrigens, apropos Abenteuer, uns ist das Gas jetzt definitiv ausgegangen. Ja, also zum warmen Duschen haben wir noch Gas, aber zum Kochen, mein Magen knurrt. Es ist 10 vor 8 Uhr. Ich laufe jetzt auf Richtung Mund. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade noch mal so ein bisschen
beeindruckt von uns, also von meinem Vater, von der Claudia und von mir, unsere Leistung, wo wir am Zügeln waren. Weil heute Morgen finde ich es anstrengend, da drauf zu laufen. Und dort beim Zügeln sind wir 4 oder 5 Mal da drauf gelaufen im Gesamt. Puh! Aber ja, nicht immer schönes Wetter da unten. Aber meistens. So, Spaziergangziel erreicht. Und da bin ich an einer Bachgabelung. Also da ist künstlich aufgestellt. Im Moment ist es gesperrt. Aber ein Weg geht es nicht weg und ein Weg geht es weg. Und das ist der Bach, den ihr schon lange kennt und der durchs Land fließt. Und ja, und alles andere verspeist. Schön viel Wasser kommt gerade. Mega. Und das Bächlein, das theoretisch davon laufen, das geht da den Hügel herab, den ganzen Weg und kommt auch bei uns raus. Aber auf die ganz andere Seite von dem Bach. Also das macht jetzt eine riesige Gabelung, so in die Richtung. Und ja, schön wäre, wenn man das Bach da könnte wieder reaktivieren. Aber das mache ich nicht einfach so. Da muss man den Brunnenmeister, glaube ich, Bewilligung geben dafür. Und dann könnte man von beiden Seiten unser Land befürchten. Ja, wäre schön. Ich laufe den alten Bachverlauf herab, der gesperrt ist. Aber immer wieder hat es so Quellen. Und jetzt mit dem Regen auch sammelt sich gleich. Das ist wie eine Art Swale, der Altbach. Da sammelt sich das Wasser gleich und fließt. Aber wie ihr seht, ist es richtig überwachsen. Ja, also wenn ich es wieder aktiv machen, müsste ich auch den ganzen Berg herab entrümpeln und entmisten, dass es wirklich auch etwas bringt. Also das ist ein Haufen Arbeit, aber wie wir ja alle wissen, Wasser ist eben schon wichtig. Und es wird mein Land richtig gut befürchten, weil es kommt schön oben runter und dann rechts durchs Land durch und ich kann ganz viel Hänge damit befürchten. Ja, dass wir es können, wissen wir jetzt. Weiter unten ist er natürlich schon wieder trocken, aber er ist ganz klar erkenntlich auf die ganze Strecke. Und nochmal ein bisschen weiter unten fließt es wieder. Seht ihr? Das sind eben die Quellen, Wasserfanger, einfach das Wasser und das Leben und Natur und es kommt immer wieder zusammen. Also eben, wenn wir den wieder beleben können, gibt es noch mehr Leben. Aber eben wegen Arbeit und so und zu tun, um es wieder frei zu kriegen. Sehen Sie den Bach? Der ist da. Und ab da fließt oder würde das Bächli im Paradies in Trieste reinfließen. Ganz, ganz oben hier rechts. Das ist übrigens die Grenze am höchsten Punkt von Trieste. Oder dort oben. Also das Bächli ist jetzt da. Da fließt durch und dann geht es jetzt eben da direkt ins Land rein. Vom Nebelmeer sieht man nichts, aber da geht es jetzt herab. Und irgendwo dort unten ist das Wohnhäuschen. Hier wieder mal ein Wasserfall. Ein Wasserfall. Ja. Und da noch schräg runter. Ein Riesenhang, aber der Bach fließt da durch und immer wieder so ein bisschen. Und das geht jetzt eben darum, zu wiederbeleben. Hoffentlich, weil wie ihr seht, da der ganze Landabschnitt. Von ganz dort hinten können wir glauben, bis eben da vorne zum Häuschen. Rechts davon könnte man jetzt eben alles befürchten mit dem Bach allein. Ja, darum, bitte liebe Universum, sag dem Brunnenmeister, es wäre doch schon noch gut, wenn Trieste mehr Wasser bekommt.
alles Teil von der ersten, die ich noch nicht gesehen habe. Aber dort unten, oder? Dort unten wisst ihr, das ist dort, wo ich eines Tages Getreide will. Dort wäre die Meditationsstein und Höhle. Kann ich euch noch nicht zeigen so richtig. Und da zum Beispiel die Felsen, da drauf. Dort unten hat es noch Terrassen und so. Da drauf möchte ich es zum Beispiel mit Hopfen probieren. Probieren, gerade drüber studieren. Bei so Spaziergängen durchs Land, wenn du an neue Orte rankommst, findet man so lustige Sachen wie das Mikrofon. Nein, schon wieder der gleiche Witz. Nein, nicht wie das Mikrofon, sondern einfach eine Sprinkleranlage zur Leitung, wo ins Nix rausgeht. Ja, check. Es geht ins Nix raus, definitiv. Schau. Also das heisst, wenn die Sprinkleranlage laufen würde, da einfach Wasser rausspritzen. Ja, noch mehr Arbeit. Ja, weit oben kann ich euch ja vom Meditationsstein zeigen. Mit Höhle. Dort drunter kann man meditieren, wenn es regnet, so wie jetzt. Und wenn schönes Wetter ist, kann man da vorne stehen. Ich tue jetzt nicht behaupten, dass ich meditiere. Im Sinne von, ich hocke wie ein Guru oder ein Yogi irgendwo unter dem Stein oder so. Aber wenn jemand will, darf er. Ich tue im Alltag meditieren, beim Wasserspielen und so. Ja, aber wir können ja dann mal darüber reden, über Techniken. Gerade in dem Moment mit der Meditationshöhle hinter mir finde ich es gerade ein guter Moment zum Danke sagen, dass du am Zuschauen bist. Danke, dass du uns abonniert hast. Danke, dass du das Video likest. Und ich freue mich, deinen Kommentar zu lesen. Vor langer Zeit, laut den Terrassen, die da oben stehen, überall da drauf sind ganz kleine Terrassen. Vor langer Zeit ist da gewachsen. Dorthin war ein Haus. Vor langer Zeit. Und da war alles Beete. Und dort unten, ich weiß nicht, ob man es sieht so richtig. Dort unten wollen wir. Aber ja. Noch Haufen Möglichkeiten, Haufen Arbeit. Aber schöne Arbeit. Wenn wir noch gerade dran sind, von wegen Möglichkeiten und Potenzial. Es hat wirklich zu viel Platz momentan für die nächsten 5, 6, 7 Jahre, dass Claudia und ich alles bewirtschaften und alles anbringen, was wir wollen. Darum, falls du studierst, irgendwie Natur, Permakultur oder ZHW, ETH, wenn ihr irgendwelche Experimentplätze braucht, lasst uns darüber reden. Wir stellen gerne für wie soll man sagen, für progressive Entwicklungen stellen wir gerne unser Land zur Verfügung stellen. Falls ihr zum Beispiel aber Naturprodukte herstellt und ihr braucht eine bestimmte Zutat, lasst uns auch darüber reden, weil ich kann euch gerne Felder zur Verfügung stellen und bestimmt für euch anpflanzen. Und sonst, wenn du einfach Lust hast, in den Walliser Hügellandschaften oder in den Walliser Bergen ein bisschen wüten und deinen eigenen Schrebergarten haben hier oben, hey, dann komm doch vorbei. Ist alles möglich. Wir müssen nur darüber reden. Ja, hoffentlich habt ihr das Video genossen und habt gesehen, was wir alles tun in diesen 2 Wochen. Richtig viel haben wir unternommen. Und ja, wie ihr mehrmals gehört habt, auch Sophia ist zufrieden. Genau, ich glaube, wir alle sind zufrieden. He? Weltklasse. Wir haben so gut. Also, Familie von Dresden tut sich verabschieden. Tschüss, ciao, wiederhören. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ja.